Ich wünsche einen schönen guten Abend und wie angekündigt machen wir heute eine schöne kleine Runde Dark Souls Remastered. Ich habe mir überlegt, dass ich da mal so einen kleinen No-Death-Run machen will und dafür brauche ich Training. Ich habe auch so ein Overlay, theoretisch, also wo dann angezeigt wird, welchen Bossgegner man gemacht hat, wie viele Punkte das gegeben hat und so weiter und so fort. Habe ich jetzt nicht aktiviert, weil es ist jetzt erstmal nur Training. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir heute wesentlich über die ersten 2 Bosse hinauskomme. Das heißt, der erste, der ist jetzt hier quasi direkt im Tutorial-Gebiet oder vorm Tutorial-Gebiet, also jetzt jedenfalls relativ zeitnah. Und der zweite ist der, wo man immer vom Glockenturm runterspringt. Und also bis dorthin könnte man es, denke ich, packen. Ich habe mir jetzt noch so ein Tool runtergeladen, Souls Speedrun Save Organizer, damit ich mir hoffentlich vor den einzelnen Bossgegnern quasi so Save Game speichern kann, um die mehrfach zu üben. Ja, also keine Ahnung, ob das funktioniert, das werden wir dann sehen. Aber jetzt gehen wir hier zuerst mal rein. Charakter habe ich jetzt erstmal schon angelegt. Und
dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe das ja schon mal gespielt. Ich weiß natürlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig gut, was da so alles abgeht. Genau, den Kollege hier. Ja. Keine Ahnung, wie man den machen müsse. Ich weiß es nicht, aber deswegen habe ich ja diesen Safe Game Organizer, damit ich warte mal. Das ist halt so dunkel. Kam da nicht irgendwie Kugel oder so oder irgendwie einer mit Pfeil und Bogen oder so? Nee, na gut, dann halt nicht. Ja, also da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich denke, dass wir den ersten Boss hier schon ein paar Mal machen müssen, weil ich so die Befürchtung habe, dass das nichts gibt. Zumindest nicht im ersten Versuch. Aber dafür ist das ja auch Training. Und nicht der Ranz. So. Ich glaube, wenn man hier reingeht, dann kommt der schon direkt. Ja, ich höre nach Schlappe. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit diesem Tool funktioniert. Ich sag jetzt einfach mal... Warte. Partie beenden. Dann müsste ich ins Hauptmenü kommen. Dann mache ich Import Save State. Okay, ja, alles klar. So, Import Save State. So, jetzt hat er hier so einen Save-File geladen. Jetzt nenne ich das mal um in erster Boss. Und dann drücke ich auf Fortfahren. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert, ey. Schon lustig. Ja, also, ich habe jo... Ach nee, habe ich nicht. Das war ja gestern. Hä? Ich habe gedacht, ich glaube, der springt jetzt von oben runter oder so, ne? Ah jo. Geil. Also sagen wir mal so, das kann jetzt nicht so der Trick sein. Oder muss man den doch später machen? Ah, zu früh gerollt. Aber mich wundert es schon mal, dass ich K1-Hit bin. Ja, ich wollte gerade sagen, kann er mich jetzt vielleicht mal kaputt machen? Dann kann ich nämlich ausprobieren, ob das mit diesem Safe Game funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Ach so, ich starte direkt trotzdem wieder hier. Oder was? Aber jetzt schlappt der doch schon... Ah, guck mal, jetzt sind hier mal Rünger. Jetzt könnte man dann theoretisch hier rein. So, und jetzt probiere ich das trotzdem mal aus. Partie beenden. Okay. Es kann auch sein, dass man dort erst später hin muss. Jetzt mache ich hier mal... okay.
Save Game laden. Jetzt steht da, er hat geladen. Ja, scheint zu funktionieren. Das wäre doch schon mal geil, oder? Also das ist wohl eher netter Trick, so den zu kämpfen. Es ist wohl tatsächlich so, dass es Sinn macht, hier abzuhauen. Ja, ich würde jetzt vielleicht trotzdem noch mal gerne gucken, was hier als Nachricht steht. Weg hier. Nee. Dass er vielleicht auf irgendwelche Dinge draufhaut, die explodieren und dann nimmt er mehr Schade oder sowas, ne? Aber so ist das hier jetzt, glaube ich, nicht. Ich meine, grundsätzlich, wenn man jetzt so hinter dem ist. Ja, hat er Helium in seinem Arsch oder warum kann er fliehen? Warum bin ich jetzt hier hingeklemmt? Wow. Seh nix. Seh nix. Aua. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man den quasi so mit diesem komischen abgebrochenen Schwert machen muss. Ich gehe davon aus, dass man dort später mit einer anderen Waffe nochmal hin kann. Weil das ist die einzige Waffe, die wir haben. Und wir haben unterwegs keine gefunden. Schwierig jetzt. Also wir gehen jetzt mal weiter. Und gucken mal, ob man dort vielleicht später noch mal hin kann. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man den jetzt hier mit diesem abgebrochenen Schwert, da ist man ja eine halbe Stunde beschäftigt, ne? Ja, wir gucken mal weiter. Wo ist hier Schild? Ich sehe kein Schild. Ah, wahrscheinlich hier das. Ja. Ja, genau. Hat er das jetzt automatisch ausgerüstet? Nee. Ausrüstung auswählen. Schild. Was ist hier? Und jetzt haben wir hier quasi... Wenn der wegrennt, dann ist das 100%ige Fall. Ja, da müssen wir mal aufpassen jetzt. Vermutlich auch noch eine vernünftige Waffe. Ist das eine Waffe oder ist das eher so eine Art Wurfmesser? So. Was ist das hier? Ach so, ja gut. Das brauchen wir nicht. Geht relativ schnell von der Hand, das Messer, muss man sagen. Oh, ist hier noch ein Boss? Oder ist das die gleiche Boss-Arena wie eben? Oder ist das gar keine? Ich glaube, hier gab es auch so Nebelwände, wo kein Bossgegner hinten dran war. Ja, genau. Okay.
Schritt zurück, WASD. Ah, aber jetzt könnte man theoretisch hier noch mal runter, oder? Und könnte dann mit der Waffe die ganze Geschichte noch mal machen. Ist das so? Vielleicht finden wir aber auch noch wirklich eine richtige Waffe. Das habe ich eben gar nicht zu Ende erzählt. Und zwar, gestern war ich Tennis spiele. Bin ich natürlich einwandfrei umgeknickt. Danke fürs Gespräch. Bin ich einwandfrei umgeknickt. Zwar ich heute nur beim Doktor, sieht aber eigentlich so alles ganz gut aus. Also sollte nichts passiert sein, nichts Schlimmes zumindest. Dann habe ich den noch gefragt, weil ich schon länger Zeit nur so ein bisschen mit Achillessehnenprobleme hat. Da ist er jetzt aber nicht so richtig drauf eingegangen. Ja, geil. Deswegen keine Ahnung. Ja. Wenn nicht, soll ich halt noch mal kommen. So. Kommt denn nur... Ah, warte, die Kugel, die hat hier irgendwie was kaputt gemacht. Und dann war hier so Kollege. Guten Tag. Thank goodness, I'm done for. I'll die soon. I wish to ask something of you and I. We're both undead. Was hätte ich solle entscheiden? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the talk. There's an old saying in my family. Thou who art undead, and thine exodus from the undead asylum, when thou ringest the bell of awakening. Well, now you know. Oh, one more thing. An Estus flask. Das ist ja schon mal praktisch. Kann man vielleicht noch mal mit ihm sprechen? Ach, guck mal. Jetzt habe ich quasi den sterbenden Ritter ausgenommen. Und ich weiß immer noch nicht... Liegt da jetzt noch mal was da unten? Ne, hat nichts mehr hinterlassen. Okay. Wir springen gleich mal dort runter und gucken mal. Die Waffe hat er jetzt nicht fallen lassen, ne? Nee, natürlich nicht. Ach, guck, das ist der Schlüssel hier. Denkt ihr, man kann dort vorne hier quasi runterspringen? Ja gut, es bringt mir nichts, ne? Weil die Tür hier verschlossen ist. Also ich muss quasi zuerst irgendwie auf die andere Seite von der Tür, bevor ich dort irgendwie runterspringen kann. Okay. Gut, aber warum tritt Sprungangriff? Soll das ein Sprungangriff sein? Naja gut, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Das sind aber viel Gegner auf einmal. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das mit dem Schild aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Wie der jetzt bei jedem Schlag einen Schritt nach hinten ausgewichen ist. Das ist nicht zu glauben. So, jetzt war hier noch ein dritter, glaube ich. Genau. Haha. Sehr gut. Während des Fallens Sturzangriff. Hinter dem Gegner kritischer Angriff. Also das Schild nützt uns hier jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel. Jetzt können wir so Flask nehmen, dass wir nochmal volle Energie haben. Und dann könnte man den... Ah shit, ich habe vergessen, Speichern zu drücken.
Naja, gut, ist nicht so schlimm. Ich würde ihn gern anvisieren, wenn ich ehrlich bin. Oh, geil. Das hat dir richtig viel Schade gemacht, ne? Gut, also das ist the way to go. Jetzt will ich mir aber trotzdem hier ein Safe Game anlegen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal raus, lade das, mache diese Passage nochmal und speichere dann nochmal direkt vor diesem Boss ab. Einfach, damit ich das trotzdem zweimal üben kann. Aber eigentlich soll das kein Problem sein, oder? Also der ist relativ easy zu machen, würde ich sagen. Renne gibt's hier, glaube ich, nicht, oder? Rolle. Ah, doch, irgendwie Leertaste gedrückt halte, glaube ich. Ja, dann läuft er ein bisschen schneller. Ups. Schnell hier rein. So, Schild ausrüsten. Boom. Ja, hau nur ab. Das wird ja nicht viel bringen. Genau, so jetzt haben wir das Banditenmesser. Das heißt, können wir das ausrüsten. Sehr gut. Sehr gut. Genau, jetzt sind wir hier. Der hat keinen Bock, das Ding jetzt hier runter zu schicken, ne? Wie dumm kann man sein? So, jetzt ist hier die Wand kaputt. Da holen wir uns nochmal von dem Kollegen hier der ganze Kram. Bla bla bla. Jawohl, ich bitte darum. Estus Flask. Sehr gut. So, jetzt war hier oben irgendeiner. Sehr stark. So, jetzt machen wir hier auf. Ach so, hat er uns nicht wohl irgendwie so Schlüssel geben? Ich glaube, ich muss noch mal mit dem sprechen, ne? Oder so. Sodle. Jetzt waren hier die drei. Ups. Wow. Ei, das war jetzt wieder dumm. Jetzt bin ich dran. Also Ebel lief die ganze Geschichte geschmeidiger, wenn ich ehrlich bin. Hey, zu zweit ist auch unfair. Das hätten wir bestimmt auch früher haben können. Naja. Gut, jetzt war noch einer um die Ecke. Das war, glaube ich, ein Bogemensch. Sehr schön. So, jetzt nicht vergessen, Safe Game anlegen. So. Und zwar
müssen wir jetzt hier machen? Import Save State. Rename. Erster Boss. Zweiter Versuch oder so ähnlich. Also mit dem Tool finde ich jetzt schon direkt wieder geil. Gut. Ich muss mir hier auch irgendwie gleich noch ein paar Notizen machen. Geil. Richtig geil. Stark. Also man sieht, das ist jetzt gar nicht so einfach, den vernünftig... Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum der Sprungangriff nicht getroffen hat. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe entweder zu früh oder zu spät auf Angreifen gedrückt. Ich denke immer, ich stehe hinter dem, aber dann macht er so ganz komische Bewegungen. Eigentlich ist der nicht schwer. Also dieser Sprungangriff, der muss sitzen und dann ist eigentlich okay. Aber man darf natürlich auch nicht oft getroffen werden, ne? Das muss man halt auch mal wieder sagen. Ach so, jetzt habe ich, glaube ich, die Abkürzung gar nicht freigeschaltet, ne? Oder? Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, geil. Aber gut, die Seitentür ist offen, das heißt, jetzt nicht so dramatisch. Jetzt laufen wir halt hier nochmal durch den Tunnel und dann sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Hier dürfte ja nichts mehr auf dem Weg sein. Das heißt, hier können wir schnell durchrennen. Ja, warte mal. Wo... Ah. Hier ist quasi, genau. So, und jetzt können wir uns hier nochmal hinhocken. Gut, also das müsste eigentlich machbar sein. Wow. Ach so, ich hab mich schon wieder hingehockt, ne? Ah. Ey, ich hab das Schild oben gehabt. Was soll denn das? Gut. Jetzt sind hier wieder die 3 um die Ecke. Wow. Jetzt müsste ich... Oh, obwohl, wenn er vorgestürmt kommt... So, das ist doch schon mal gut. Jetzt sicher, jetzt sicher. Sehr gut. Also schlecht ist, dass wir Estus Flask verbraucht haben, aber gut ist, dass wir den auf jeden Fall gepackt haben. Ohne zu sterben. So. Und jetzt geht's, denke ich, hier weiter.
Der sieht stark aus. Sehr gut. Backsteps, immer geil. Also die... Warum? Habe ich einen Schlüssel vergessen? Dort war ja auch noch so ein Tor, ne? Also wahrscheinlich kann man das jetzt aufmachen, nachdem er den Boss geklatscht hat. Schauen wir mal. Zack. Ich meine, da wäre auch ein Tor gewesen. Genau, wahrscheinlich können wir das jetzt aufmachen. Schätze ich mal. Kommt der jetzt noch mal, weil es hier so erschüttert quasi vom Gehen? Nee, ne? So, und hier war jetzt, glaube ich, schon die Stelle, an der der Vogel uns gegriffen hat und weiter transportiert hat. In the ancient legends it is stated that one day an undead shall return. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. So. Jetzt geht ja das Spiel eigentlich erst los. Jetzt können wir schon mal direkt gucken, ob wir jetzt nicht hier aufsteigen können. 1, 2, 3. Geil. Annehmen. Okay. Wahrscheinlich müsste man sich jetzt für diesen No-Death-Run aber auch noch Gedanken darüber machen, was für Waffen man nimmt. Und dementsprechend was man hochlevelt, ne? Well, what do we have here? You let me guess. Fate of... But there's no salvation here. Well, since you're... There are ones bring them, but not much to go. So... So. Genau, hier unten war hier irgendwie so eine Art Händler. Okay, da können wir noch nichts machen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. So, und hier kommt, glaube ich, auch noch irgendwann so ein Händler hin. Aber weiter geht's jetzt. Und das ist auch eine sehr trickreiche Passage, weil man dort in die Todfalle kann. Ist quasi hier hoch. Wow. Alter. Nomo. Sehr gut. Geil wäre es jetzt, wenn wir bei so einem Parry quasi Energie zurückbekämen. Ja, komm du mal schön hier vor. Da hinten kämpfe ich schon mal nicht mit dir. Gut. Das Parry hat natürlich wieder hervorragend funktioniert. Wow. Das war gefährlich. Vielleicht... Wait, wie sind wir hier hinkommen? Ah. Ich hab gedacht, oh Gott, jetzt falle ich in den Tod.
Ich hock mich jetzt noch mal kurz hier an das Lagerfeuer, weil dann kann ich mir hier auch noch so Safe Game quasi machen. Für die Treppe vielleicht nur zu üben, bei Bedarf. Das wäre schon auch, glaube ich, relativ wichtig. Wie nennen wir das? Wie heißt der Turm? Feuerschrein, nee. Naja, muss ich irgendwann wohl noch umbenennen. So, Vortreppe. Weil die Treppe hier, die ist schon auch so ein kleines bisschen trickreich. Nett ist, dass die scheinbar so ein bisschen gestunt wäre, wenn man die an... wow! Ja, genau, das ist so der Punkt. Stark. Gut. Vielleicht müsste man sich überlegen, ob man den hier quasi zuerst macht. Wow, ja, jetzt ist schon wieder direkt die Kacke am Dampfe. Oh, Glück gehabt. Nee, die Passage ist wirklich... Ah, okay, wenn ihr alle hier runterkommt. Schön, dass ich so ein bisschen nacheinander erst zuhaue. Also die Passage hier, die ist natürlich tatsächlich potenziell todbringend. War hier noch was? Nee, so. Okay. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, war hier hin ein Rad? Ja, ne? Oder? Ja, da ist ein Rad. Packt man die? Ja, okay, easy. So, hier vorne an den Gittern war ein Händler, aber es kann sein, dass der Händler erst später noch kommt, oder ist er jetzt schon da? Okay, da kommen wir noch nicht durch. Wow. Der war aber extrem unentspannt gerade, ne? Wenn der Parry klappt, ist er einfach geil. Aber meistens verkacke ich das Parry-Fenster. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ist hier noch einer drin? Ja. Ist er. Nett gepackt. Okay. So. Hier ist sonst erstmal nichts mehr. Warum habe ich eigentlich auf einmal 9 Estus Flasks? Normal habe ich doch nur 5 gehabt. Das verstehe ich nicht. Weil 9 ist wohl ein bisschen viel für diesen aktuellen Stand. Oder ist das irgendwie ein Problem mit mit diesem Soul Speedrun Save Organizer, dass man dort irgendwie dass das quasi wie so Bug ist, dass man dort jetzt mehr Estus Flakos hat.
Ist das machbar oder ist das nicht machbar? Er glitscht genau an der Kante immer runter. Boah, ich glaube, das geht nicht, oder? Aber muss ja so gehen, würde ich sagen. Also ich bin mir... Alter, das hat so gerumpelt, dass ich nichts gesehen habe. Was war denn das? Ja. Das wäre quasi so der Punkt, an dem man abspringen müsste. Aber den jetzt zu treffen, ne? Ah! War das hier in dem Spiel auch so, dass wenn man jetzt hier quasi alles ablegt, man schneller ist? Beziehungsweise dann auch weiter springen kann? Scheint erstmal nicht so zu sein. Das Springen in dem Spiel ist so scheiße. Ah! Ja, keine Ahnung. Also geht jetzt nicht. Ich bekomme es zumindest nicht hin. Was ich aber gleich tatsächlich machen könnte, ich könnte hier mal ein Safe Game anlegen, beziehungsweise auch, komm, das ist hier direkt dort um die Ecke. Ich kann jetzt halt auch nicht erkennen, ob hier oben überhaupt irgendwas ist. Okay. Also jetzt theoretisch könnte ich doch wahrscheinlich hier runterspringen. Nur die Frage ist, wo komme ich dann raus? Das sieht nämlich nicht so aus, als würde ich dorthin wollen. Nee, wir gehen zuerst mal hier oben weiter. Das ist ja quasi der intendierte Weg zum nächsten Leuchtfeuer. Ey, was für ein Sprung! Das war wieder Parry aus dem Himmel. Oder aus der Hölle eher, ne? Zack. So, kann man die aufmachen? Ja, geil. Ist hier was? Ja. Holzschild. Warte, hier kann man die Treppe hoch. Sehr gut. So, Leuchtfeuer. Und hier sollte man auf jeden Fall noch mal Safe Game machen, weil das ist auch sehr beliebt, die Stelle zum Sterben. Und zwar nennen wir das jetzt Durchgang Anfangsgebiet. Ups. Jetzt habe ich hier Ordner angelegt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Fortfahren. Also ich finde, bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt.
So, jetzt müssen wir nur hier aufpassen, weil jetzt sind hier die ganzen Gegner wieder da. Drehen dich bitte um. Sehr gut. So, und zwar ist hier irgendwie das Problem, dass die Typen hier oben so Feuerwerksdingsbums hier runterschmeißen. Und hier in dem Raum sind, glaube ich, 2 oder 3 Gegner, die... Wow. Nein. Boah, fuck. Das wäre fast in die Hose gegangen. Genau, so, jetzt kommen die hier vor. Das ist doch ganz geil. Okay. Alter, wie weit schmeißt der bitte? Gut, jetzt rennen wir hier einfach durch, als gäbe es kein Morgen. Lauf, Forrest, lauf. Sehr gut. Oh, an den hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Warum macht der das dumme Schild nicht hoch? Ist das jetzt normal, dass ich hier schon 8 oder 9 Estus Flakons habe? Ich bezweifle es irgendwie. Das ist komisch. Ich habe hier irgendwas hinter mir gehört. Es könnte auch überhalb von mir sein. Kann ich den hier irgendwie so ein bisschen pulle? Ja, komm. Sehr stark. Der hat aber Hülle Tempo drauf, ne? Eigentlich war der Parry doch jetzt gut, aber der hat jetzt nicht, also diesen Finisher gemacht. Ist das eine Ratte hinne? Nee. Ist das ein Mimik? Ich glaube, Mimik ist es, wenn die Kette noch Pfanne ist, ne? Das ist noch ein bisschen früh für Mimik. Schwarze Feuerbombe, ja, das ist ganz geil. Hoffe ich aber, dass wir das gar nicht brauchen. So. Jetzt geht's hier hoch. Da sind aber auch wieder Highlife und Dose, ey. Sehr gut. Das lief doch nur viel, viel besser als befürchtet. So, was geht jetzt hier oben ab? Die Frage ist so ein bisschen... Ah, gut, okay, hier kann ich entlang laben. Nein! Oh, fuck. Das ist aber eine sehr, sehr dumme Stelle. Genau, wenn du hier runterkommst, das wäre mir ganz recht. Am liebsten wäre es mir, wenn die auch noch hier runterkommen, so am besten nacheinander. Den Gefallen mache ich mir nicht. Man könnte ja auch irgendwie dort runtertreten, aber das habe ich noch nie hinbekommen. Da weiß ich auch nicht so wirklich, wie das funktioniert. Also das stand ja vorhin dort, wie das geht, aber ich habe das jetzt 2-3 Mal ausprobiert und es hat nämlich genau nicht funktioniert. So, also hier sind wir durch. Tür öffnen. Sehr schön. Erstmal keine Gegner am Start. Okay.
Gold hat. Das ist nämlich ganz geil für den nächsten Bossgegner. Komm noch ein bisschen, wenn es geht. Sehr, sehr schön. Wie war denn das? Ich glaube, hier auf dem Turm war auch noch irgendwie so... Genau. Das war aber nur einer, ne? Ja, okay. Jetzt... Okay, ist ein K. Lancelot-Kollege. Stark. Den bräuchten wir öfters. Hey, wenn die sitze, das ist so geil. Sehr gut. So, jetzt könnte man theoretisch hier runtergehen und so Black Knight machen. Das würde ich jetzt aber tatsächlich eher noch nicht machen wollen. So, und der tut hier... Ey. Wow. Dass er so schnell nachgelaufen kommt, war mir jetzt nicht klar. Gut. So, was war hier? Der General Schlüssel. Der funktioniert hier überall. Hier runter geht's, glaube ich, zum, wie heißt der? Mit dieser Steinrüstung. Zu dem gehen wir jetzt natürlich nicht. Sondern wir gehen schön hier hoch. Okay. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher, ob es hier schon direkt zu diesem Bossgegner geht. Falls ja, wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wenn man hier mal dieses Goldharz ausrüsten würde. Genau. Muss man den zuerst aktivieren quasi. Boah, ich trau mich nicht. Jetzt kommt der, oder? Ja, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Ah, shit. Mir hätte müssen... Oder, ja... Erstens haben wir kein Safe Game angelegt. Scheiße. Und zweitens hätten wir die hier zuerst machen müssen, ne? So, steht er jetzt hier unten? Wow, nee, er steht oben. Nee, jetzt steht er da unten. Oh, fuck. Tja, wir haben hier Safe Game angelegt, ne? Gut, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich renne jetzt hier mal durch und guck mal, ob das funktioniert. Beziehungsweise wie weit wir damit kommen. Ja. Sehr gut.
Jetzt stelle ich mich hier oben hin und warte, ob hier Gegner hochkommen. Ich höre was tippele, ja. So, die klatschen wir jetzt zuerst. Was? Die haben 8 Estus Flakos. Jetzt habe ich auch nur 5. Ich wusste doch, das ist irgendwie komisch mit den 8 oder 9, die Stadt hat. So, jetzt mache ich hier ein Safe Game. Und das ist jetzt der zweite Boss. Es wäre irgendwie mal sinnvoll, wenn man wüsste, wie die Bosse heißen. Zweiter Boss. Speichern. Fortfahren. So. Auf ein neues. Jetzt machen wir nämlich nicht wieder die gleiche Fehler. Jetzt klatschen wir zuerst oben die 2 weg. Ja, wieder verkackt. Alter, wie kann man so schlecht sein, ey? Wieder den Parry verkackt. Aber das Gute ist, wir können jetzt dieses Safe Game neu laden, ne? So. Ey, das ist so geil mit diesem Tool. Ich finde das echt geil. Also zum Trainieren, zum Üben hier, die Bossgegner und so, ist echt geil. So, wer ist der Erste? Stark, schön synchron gehauen. So. Jetzt aber. Man konnte doch hier auch die Leiter schnell runter machen. Wie ging das noch mal? Leertaste gedrückt Halle geht nicht. Shift gedrückt Halle geht auch nicht. Dann keine Ahnung. Wann macht man hier jetzt am sinnvollsten den Blitzkram drauf? Komm. Ach geil, jetzt ist es wieder weg. Schnell hoch. Geil. Aua. Nicht schlimm. Aua, jetzt wird's langsam dumm.
Tschüss. Gut. Sehr schön. Ach so, ich habe eben gedacht, was macht denn hier so Lärm? Aber das ist mein Blitzschwert. Das ist irgendwie Audioprobleme oder so. Aber ich habe, doch, jetzt habe ich ein paar Rune bekommen. Oder Seele. 3000 rum. Gut. Jetzt könnte hier eigentlich auch wieder so eine Art Leuchtfeuer kommen, oder? Oder nicht? Oder? Was geht mit dir ab? Ah, hello. I am Solaire of Ast. Now that I am undead, you find that no need to hide your reaction. Ei, gut. Er hat jetzt nicht so viel zu erzählen gehabt. Ah. Du sind wir doch herkommen, oder? Ist jetzt zu? Ne, wir sind von der anderen Seite gekommen, ne? Genau, von hier sind wir gekommen. Wow! Ich hab nicht gewusst, dass der so früh quasi hier... Ah, warte, genau. Hier konnte man, glaube ich, einen Shortcut freischalten oder sowas. Genau, ja, geil. Ich konnte mir nicht, wenn man Shift gedrückt halt und runter geht, schnell runterrutschen. Komisch. Gut, aufsteigen. Hier packe zuerst mal alles, was geht, in Vitalität. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ich sag mal so, ich mache hier jetzt lieber ein paar Safe Games mehr, als dass wir nachher uns ärgere und uns welche fehle. Und zwar nenne ich das Teil jetzt hier vor Drachenbrücke oder so ähnlich. Weil ich würde jetzt gern noch gucken. Und zwar... Geh mal kurz aus dem Weg. Ne, du auch. Ich glaube, hier unten war das irgendwo. Ne, auch nicht. Wo war das? War das hier? Ja. Ah. So. Genau, hier war das. Weil mich hat noch interessiert, wo es jetzt hier quasi hingeht. So, hier gibt es eine große Seele und dann muss man aber hier weiter runter. Hier ist Sackgasse. Wow, wo kommt denn der her? Okay. Ich habe nämlich jetzt keinen Plan, wo wir hier sind.
Okay. Weil wenn man jetzt hier quasi runterkommt in... Also das ist hier noch so komisches Gebiet, dann wäre das kacke. Wenn man natürlich hier wieder hochkommt, dann könnte man den Umweg ja theoretisch machen, ne? Also jetzt quasi... Ah, hier kommt man hier runter. Wieder und auf die Treppe. Okay, das heißt, den Weg, also das könnte man theoretisch auch noch machen, um hier an der Stelle ein bisschen mehr Gedöns zu bekommen. Seele, Rune, was auch immer. Okay. Alles klar. Ah! Nein. Keine Ahnung. Wenn ich noch später abspringe, funktioniert die ganze Geschichte ja auch nicht. Ja. Nee, komm. Da habe ich keinen Nerv dafür. Weil, also das Ding ist, ich weiß hier noch nicht mal, ob dieser Sprung überhaupt funktioniert. Ich gehe erst mal davon aus, dass ja, aber ich weiß es nicht. Und ich will jetzt natürlich auch nicht ewig und 3 Tage hier jetzt rumlungern und diesen Sprung probiere. Nur um dann rauszubekommen, dass er eigentlich gar nicht funktioniert, ne? So. Zocken wir uns hier nochmal hin. Nee. Der ist hier auf der Treppe natürlich nicht gut positioniert. So. Jetzt könnte man nämlich... Warte, hier war noch einer. Jetzt könnte man natürlich auch noch hier runter gehen. Wenn wir das auf die Reihe bekommen. Nee, bekommen wir nicht. Muss der jetzt hier auf der Treppe stehen bleiben? Weil dort unten war irgendwie ein Händler. Und dort hat man auch irgendwas bekommen, was irgendwie gut war. Oder sinnvoll war oder so ähnlich. Ich weiß nur nicht mehr so genau was. Hier war so einer hinten dran versteckelt, genau. Hat man bei dem irgendwie das Katana bekommen oder wie war das? Aber nur wenn man eine umgebrungen hat oder so irgendwie. Wir gucken zuerst mal, was er im Angebot hat, bevor man jetzt martialisch wäre. Wurfmesser, Brandbombe, trocknete Finger, Anwesensschlüssel, Dolch, Kurzschwert, Krummsäbel, Rapier. Vielleicht hat man auch das Rapier bekommen. Boge ist natürlich immer geil. Ich will mir jetzt hier erstmal nichts verbauen, deswegen mache ich dann hier Ammo Safe Game und dann probiere ich den mal umzubringen und mal gucke, was der droppt. Weil ich glaube, der hat jetzt nichts verkauft, was man unbedingt gebraucht hat. Und wenn man eine umgebracht hat, hat man aber ganz gutes Item bekommen, um quasi dann entsprechend weiter zu spielen. Ich mache jetzt nur neuer Ordner. Also muss ich die jetzt wirklich alle einzeln hier reinziehen oder was?
Schaut so aus. Es kann natürlich auch sein, dass der mich jetzt richtig kaputt fickt, aber mal schauen. Am geilsten ist es natürlich wahrscheinlich, wenn wir schön von hinten dran gehen an die Geschichte. Gone mad, have you? I'll teach you, you lousy rat. Why me? Little Julia. So, Anwesensschlüssel, bla bla bla. Und das Uchi-Katana bekommen wir dann. Weil das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Sieht man hier, ob man irgendwelche Sachen braucht, um das führen zu können? So, und wo sieht man, was die Werte sind für das Teil? Status, Anzeige, umschalten. Hier, glaube ich, ne? Okay, da brauchen wir jetzt Stärke 14 und wir haben 9. Also müssten wir jetzt quasi die Stärke auf 14 bringen und dann könnten wir das Uchi-Katana hier verwenden. Okay. Das wäre dann tatsächlich eine Überlegung wert, denke ich. Wow, was geht denn hier ab? Tick, Trick, Track und Fuck. Wie das in einem Film gesagt wurde. Weiß jemand, wie der Film heißt? Das ist richtig aggro gewesen eben. Sehr gut. So, wo kommen wir hier jetzt raus? Ich frage mich, ob ich mir doch auch wieder so kleine Karte oder so Block malen muss, damit ich die ganze Wege raff. Wurfmesser. Okay. Ah! Warte mal, jetzt könnten wir vielleicht... Ja, ne? Und genau das ist das nämlich. Da hätte ich jetzt können noch eine halbe Stunde probieren und dieser Sprung ist gar nicht gedacht für von dort unten zu funktionieren. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ah, hier ist noch was. Ach cool, Armbrust und Bolse. Das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Können wir die Armbrust eigentlich schon theoretisch ausrüsten oder wie ist das? Anzeige umschalten. Nee, also da brauchen wir Stärke 10, das geht also auch nicht. Wäre dann höchstens die Überlegung, ob man quasi statt 18 Vitalität zu machen, dass man eine E-Stufe spart, für Stärke 10 zu machen. Das ist schon ganz geil, ne? Dem eine Bossgegner, beziehungsweise beide Bossgegner, habe ich mit diesem Sturzangriff quasi die Hälfte von der Energieleist weg pulverisiert, muss man ja schon fast sagen. Aber hier den Billo-Gegner, der hier mitten in der Pampa steht, wenn ich hier Sturzangriff mache und dann, keine Ahnung, die Hälfte von der Energie oder so. Das ist ein bisschen komisch. Aber okay. So. Genau, wie ging es jetzt weiter? Man muss Stärke auf 10. Dass man zumindest nur die Armbrust im Zweifel benutzen könne. Und jetzt geht es quasi beim Drache weiter. Beziehungsweise hier. Aber hier konnte man doch mit einem Bogen drauf schießen, bis der Schwanz abfällt und man ein gutes Schwert bekommen hat.
Aber wo hat man denn dann den Bogen herbekommen? Hat man den bei dem Händler gekauft? Hab ich den vielleicht jetzt sogar? Nee, ne? Und hier habe ich aber auch nur irgendwie 50 Pfeile oder so. Und jetzt 16 nur. Das reicht dir im Leben nicht. Oh, ne. Hä? Konnte man doch nicht nur Ziele? Oder kann man nur im Bogen ziele? Also ist vielleicht dann doch nicht so clever. Ah, zu spät dran gedacht, dass die Feuerbrunst kommt. Ich glaube, es hieß... Ach komm, ich heile mich zuerst, ne? Ich meine, es hieß, wenn man hier irgendwo steht, bekommt man auch nichts ab. Das packt mir nicht, ne? Also wahrscheinlich kann man oder muss man oder sollte man, wie auch immer, bei diesem bei diesem Händler dann den Bogen hole, dass man dann hier mit dem Bogen so lang drauf schießen kann, bis der Schwanz abfällt und man dieses Schwert bekommt. Naja, gut. Warte mal. Geht's denn eigentlich hier lang? Ah. Hier geht's zum Drache. Brutus. Alter, das sind hier noch welche. Wo? Ah, hier unten ging's weiter, ne? Ja, ja, klar. Da erinnere ich mich wieder. So, und zwar ist das wieder so richtig geil, die Passage. Das sind hier nämlich 2 Gegner. Oh, da ist der schon direkt. Backstep und Parry ist einfach göttlich. Wenn man es hinbekommt. Guck. Ah, jo, durch die Wand gehauen. Kommt der so ein bisschen um die Ecke vielleicht, dass ich nicht so exponiert am Abhang, am Abgrund stehe. Na. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Man muss quasi warten, bis er einmal geschlagen hat. Oder gestoßen. Langschwert, auch geil. Kann ich mit Sicherheit natürlich auch noch nicht benutze. F. Oh doch, guck, Langschwert könnte ich benutzen. Das ist doch vielleicht eine Idee. Das macht dir mit Sicherheit mehr Schade als dieses Messerche hier. Ja, das ist doch ganz geil. So, und hier war jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, die Ratte-Power. Und nicht nur die Ratte, sondern dass dieses fucking Schwert auch in einer Tour gehe die Mauer haut. Insofern wäre an der Stelle vielleicht hier sogar dieses Banditenmesser besser. Aha. Wo kommt das jetzt tatsächlich hierher? Wow. Ja,
Ja, da wäre er fast mitten der Abhang. Mitten der Abgrund. Jetzt haben wir doch hier drin eigentlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Da könnte man doch dann eigentlich wieder aufs Langschwert switchen, oder? Zack. Und das könnte man auch beidhändig nehmen. So, in der Ecke ist ein Rad, aber ist in der anderen auch noch ein. Ja, easy. So. Aber ja klar, wenn du jetzt so wirklich einen No-Death-Run machst und der dann hier noch die Pump geht, ist ja auch ruckzuck mal irgendwo in der Abgrund drin gehupst. Also da muss man echt aufpassen. So, hier mache ich auch nur Safe Game. Und zwar könnte man hier Joatner anlegen. Bezirk der Untoten. Und hier drin können wir dann hin. Fortfahren. Gut, hier. Wie war denn das? Das ist dieses Warteschwein oder was das ist? Oder Nilpferd oder so ähnlich? Oder Nashorn? Ich glaube, das ist ein Nashorn. Wow, das ist wichtig. Ja, da hat wohl jemand zum falschen Zeitpunkt gesoffen. So. Ist die Frage, man konnte hier jetzt so rein... Warte mal. Stopp. Bevor wir jetzt hier reinlaufen, gucken wir mal, wo es hier hingeht. Vielleicht nehmen wir mal das Blech hier, das Schild in die Hand. Wilmer geht den kämpfen. Boah, Alter. Wir trinken mal was. Wie soll ich denn sagen? Er tut ein böse Kerl schwingen. Kann man den hier nicht irgendwie runterpullen, dass er dann irgendwie dieses Nashorn kämpft oder so? Das wäre doch geil. So, die Frage ist, kann ich den parryen? Nee. Wow. Also wie soll ich denn sagen? Geht den kämpfen ist scheiße. Backstep natürlich immer geil. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, ich ziehe ihn dort 50 ab. Also das machen wir schön nicht in diesem No-Death-Run. Oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Weil der Schade, den ich dort mache, der ist mir jetzt eindeutig zu gering. Also eindeutig zu gering. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Stark. Ist das so Zwerg-Kombo? Nee. Boom. Zack, da sind sie weg. 142 Lebenspunkte. Dumm gelaufen. So, jetzt konnte man hier irgendwie hochrennen, um nicht dem Nilpferd oder Nashorn anheimzufallen. So, jetzt wäre der nächste hier am Start.
hab halt ein bisschen Schiss, dass vielleicht jemand von hinten kommt, ne? Ich glaube den... Wow, ja klar, jetzt wo ich abschalte, kommt er angehupst. Komm, wir gehen uns erst hier hoch. Machen wir jetzt hier Rundlauf oder was? Dumme Stelle. Also es wäre schon irgendwie geil, wenn ich ohne die zwei an der Treppe dort wegbekommen würde. Und könnte man dann die zwei anderen Speerheins ja zumindest mal von diesen Bogenschützen wegholen. Oder ich muss durchrennen und die Bogenschütze machen. Aber dann rennen die mir auf einmal hinterher und ich falle runter zum Nilpferd. Oder Nashorn. Ist beides nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Beides nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Beides nicht so geil. Ey, wenn der sitzt, das ist so geil. Ey, da macht's richtig Spaß. Oh, der Backstep ist auch geil. So. Ach, wenn die Ausdauer aufgebraucht ist, ist jedes Mal scheiße. So. Guck. Komm. Ich wäre gern hinter den gesprungen. Ich komme auf der Treppe nicht an dem vorbei. Scheiße, du. Tja. Kann ich den Parry mit seinem Stäbchen? Der könnte aber noch 3 Schritte hochkommen. Wie bekomme ich den dann dort weg? Wie bekomme ich den dort weg? Wie bekomme ich den dort weg? Ich meine, ich könnte hochlaufen. Dann habe ich aber oben 3 Stück plus die Bogenschütze. Das ist halt auch, das fühlt sich halt auch nicht geil an. Ja, jetzt guckt der es an, ne? Jetzt, ne? Gut, ich hätte ohne noch können auf den wenigstens den Schwerttyp wegmachen. Warte mal. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich dort ein bisschen um die Ecke gehe? Treffe mich dann diese Bogenschütze? Also.
Ey, Alter, wie viel hält der bitte aus? Der haut mich 2 mit seinem beschissenen Schwert und ich bin quasi tot. Und ich hau 6 Mal auf den drauf und da passiert gar nichts. So, die Idee war... Ah, hier, ich komme quasi nicht in die Ecke hier rein. Gut, ist das jetzt geiler, wenn sie oben sind und ich unten? Eigentlich hat man ja, wenn, lieber Higher Ground. Also das ist schon mal gar nicht geil. Oh, fuck. Das Einzige, was man machen könnte, wenn wir jetzt hier runterlaufen, kommen die mir dann hinterher gerannt. Ach, geil. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass der hier auch durchkommt. War hier nicht mal so eine Seitentür zum Rennen gehe. Ja, leer ist die Scheiße, ne? Ja. Nee, also, da müssen wir uns noch was überlegen. Wie wir das am geschicktesten mache, dass wir unter den Speerträger wegbekommen und ob die Pfeil oder Bogenschütze, Armbrustschütze. So, und jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte jetzt mal so einen Durchgang machen bis hierhin, ob mir das packe, ohne zu sterben. Und zwar müsste ich dann hier an Anfang. Ich bin mal gespannt. Ah, hier war noch eine, okay. Also, das ist schon ein bisschen nervig, dass hier alles so dunkel ist. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier hin. Dann geht's hier rein. Hier durch. Vielleicht mal kurz Ausdauer regenerieren. So. Dann geht's hier rein. Schild ausrüste. Ah, genau, da haben wir jetzt Banditemesser bekommen. Geil, dann können wir nämlich das ausrüsten. Plupp. So. Was war hier das für Stell? Ah, okay. Ah, hier gab es gar nichts, ne? Nee. Und oben kommen wir erst dran, wenn wir die Treppe hoch kannst. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir jetzt mal hin und jetzt machen wir zuallererst hier ohne den Shortcut auf.
Ich muss mir jetzt mal hier, glaube ich, parallel Word oder so aufmachen und mir ein paar Notizen mache, dass ich das nicht vergesse. Boah, ist das hell. So. Also. Shortcut aufmachen und davor Boss durchrennen. Gut. Hätten wir das geklärt. So, das unten haben wir jetzt aufgemacht. Sehr gut. Jetzt kommt hier das Teil. Der bleibt jetzt vermutlich zuerst mal dort oben stehen. Dann babbeln wir mit dem. Regrettably, I would hate to. Sehr gut. Jetzt kann er abnibbeln. Oder auch nicht. Vielleicht triggert das auch erst, wenn ich hier zu der Treppe gehe. Ja, okay, alles klar. Gut. Jetzt kommen wir hier an die Treppe. Sehr schön. Schlüssel der Untoten. Bla bla bla. So, jetzt müssen wir die hier so einzeln rausziehen. Wobei die ersten zwei kommen hier miteinander. Sehr gut. Also bisher läuft es doch ganz gut. Das kriegen wir, denke ich, hin. So, jetzt kommt hier der Kollege. Sehr schön. So, und jetzt wäre es richtig geil, wenn man den hier noch parry könnte. Können wir nicht. Neuer Versuch. Ne, das kann ich auch. So. Naja. Also, ich habe zwar dieses Parry-Fenster bekommen, aber der hat ne dann doch irgendwie nicht geparried. Und das, keine Ahnung warum. Gut. Nein! Ich wollte doch noch ein neues Safe-Game anlegen. Ach, egal. Wir machen das bestimmt noch öfters. Jawohl. Sehr geil. Jetzt gehen wir hin, ne? Ach, ich bin ausgewischt. Geil. Nein, der zweite hat getroffen. So. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung springen. Dieser Schlag, der ist sowas von für der Arsch. Zu früh. Aber egal. Ey, ich habe auf Springen gedrückt. Also das müsste tatsächlich noch ein bisschen geschmeidiger laufen, finde ich. Ey, wissen wir, warum wir so wenig Schade machen? Wir haben das Ding nicht zweihändig. So, aber schlussendlich ohne Probleme. Gut. Jetzt können wir uns hier an das Leuchtfeuer hocken. Weil ich nicht genau weiß, wie es jetzt danach nochmal weiterging. Ich glaube, jetzt kommen wir schon auf die Burgmauer und dann ist das nächste Leuchtfeuer auch gar nicht so weit weg, ne? Ah, ne, jetzt kommen wir hoch und wäre dann an der Feuerbandschrein, oder wie das Ding heißt, genau, geflogen. Ah, okay, hätten wir uns gar nicht hinhocken müssen. So. Einmal bitte aufsteigen. Gut. So, jetzt sprechen wir trotzdem mal kurz mit dem Kollegen hier. Auch wenn er nicht viel zu sagen hat.
Taktik müssen wir uns dann irgendwann noch zurechtlegen. Also was man für Waffe hole und so weiter und so fort. So, das war schon mal sehr gut. Ja, so hat es doch mal geklappt. So, und jetzt wäre es wahrscheinlich ganz geil, wenn wir hier oben den Feuerteufel uns hole. Alter. Wow. Das wird mir jetzt hier oben zu voll. Ich bin introvertiert, ja. Ich kann das nicht gebrauchen, so viel Mensch auf einem Haufe. Das ist einfach immer scheiße hier. Ja, du kannst mit deiner Axt rumfuchteln, wie du willst. Das kannst du knicke. So, Feuerteufel muss weg. Wow, das Ding ist, ich weiß nicht, wie man tritt in dem Spiel. Weil es meistens nicht funktioniert. Genau, komm du hier vor, wo ich nicht direkt runterfalle. Sehr gut. So, es gibt natürlich so Passage, da würde ich sagen, das lohnt sich jetzt nicht, das zu machen. Und zwar hier hinne. Keine Ahnung, was das für ein Item ist, aber das Risiko gehe ich hier nicht ein. Jetzt habe ich auch irgendwie wieder 10 Flakons und ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist 100%ige Bug durch dieses Soul Speedrun Save Organizer. Gut, jetzt haben wir hier drin die Rad. Easy. Und jetzt geht's quasi auf die Burgmauer. Wow. Ich trinke zuerst mal was. Stark. Also, denkt bitte dran, 10 Flaschen, aber eigentlich habe ich nur 5. Kommt der hier über die Brücke? Das heißt, mehr als 5 darf ich auch nicht nehmen. Alter, jetzt hat er auch schon eine Feuerbombe. So, geil. Oh, da ist auch noch einer. Ey, Kameraführung aus der Hölle. Nix gesehen an der komischen Wand. Gut. Jetzt hatte man ja geklärt, dass man hier eigentlich durchaus runterspringen könne. Dass hier jetzt erstmal nichts Böses passiert. War hier nicht der Gegner? Ah, der ist wahrscheinlich von oben runtergesprungen gewesen, ne? Schon wieder diese Scheißwand im Weg. Gut. So, kamen hier auch noch welche hoch? Ne, ne? Ah, hier sind noch. Okay. Aber sonst ist hier niemand. Nein. Haha. Wow. Wo kommt denn der Kollege her? Wir sind schon 8 Spode angehauen, also quasi direkt 4 an der Wand gehungen. Wow, das war nicht flüssig, sagen wir es mal so. Abfall. Das ist geil, den brauchen wir natürlich. So, sonst ist hier unten, glaube ich, nichts mehr.
Ich weiß jetzt tatsächlich nicht so genau, wie man hier auf diese Zwischenebene kommt. Also man könnte mal schauen. Hier war Trepp, ne? Oder Leiter, ja. Also hier runterspringe ist jetzt so erstmal nett. Und hier auch nirgends. Nein. Ja, ich wusste doch, dass hier einer ist. Am besten ist, ich versuche gar nicht erst zu parryen. Nee, also da weiß ich jetzt nicht, wie man dorthin kommt. So. Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann können wir hier quasi runterspringen. Ne, warte mal. Oder war das noch mal woanders, wo man hier... Ich glaube, es war nur woanders. Aber ich glaube, das war eh nichts Rauschendes, oder? Hm. Okay, hier ist nichts. Oh, hier ist was. So, das können wir knicken. Dann geht's hier oben weiter. Wow. Okay. Bitte. Genau, komm du hierher. Das ist doch cool, die Maßnahme. Das ist diese verzögerten Angriffe. Die sind wirklich des Todes. So, also ich habe noch ein Flakon. Alles andere ist gefaked. Warum auch immer. Ist hier nicht hinter irgend so einem von diesen Schildwallen, oder wie man das auch immer nennen soll, noch irgendwie ein Gegner? Das habe ich irgendwie so in Erinnerung. Wo, hat er was? Nee, hat er nicht. Ich könnte schwöre, hier ist irgendwo noch einer hinten dran. Ach, geil. Ein Holzschild. Jetzt gehen wir aber tatsächlich zuerst hier hoch. Mache den Kollege hier weg. Und hole uns das Leuchtfeuer. Geil. Also bis hierhin sind wir No Death Run mäßig eigentlich ganz gut dabei. Wow. Folgt der uns hier rein? Das fände ich nämlich gerade ganz geil, wenn der das machen wird. Das ist schon lustig, ne? Der hat jetzt erst so ganz langsam und zögerlich, und als ich dann so das Schild hochgenommen habe, das hat er so als Angriffssignal gewertet und dann ist er auf mich losgegangen. So, jetzt hier der Armbrustschütze oder was das ist. Jo. Sehr gut. Jawohl. Sehr stark.
So, jetzt gehen wir hier runter. Okay, den Schildmobs hier. Das sind 2 mit Speer, ne? Das ist mir eigentlich eher nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Welche zuerst tun sie die ganze Zeit rumpimmeln und dann kommen sie, keine Ahnung. Als gäb's kein Morgen mehr. Komm her. Alter, könnte die jetzt nicht nacheinander kommen? Nacheinander. Einfach nacheinander. Ja, 2 ist scheiße. Ey, 3! Ich glaube, ich hatte eben 8 Tränke, also auch wieder also 3 zu viel. Das heißt, dann hätte ich jetzt quasi 0. Wenn es einer ist, dann geht's, ne? Dann kann man warten, bis er angreift, kann um den drum rumlaufen und dann kann man ihm schön... Aber so ist Kacke. Ich sag's, wie es ist. Stark. Noch stärker. So, und jetzt gucken wir mal, was dieser Bogen bei dem Kollege hier kostet. Gegenstand kaufen. Der hat hier so Bogen gehabt. Hier. Meine ich. Ach, guck, den kann ich... Ach, ne, Kurzbogen. Hier, kann ich nicht kaufen. Kostet... Hier sieht man doch noch nicht mal, wie viel Seele der kostet, oder? Kurzbogen. Aber wahrscheinlich sind es 1000, ne? Aber dann habe ich immer noch keine Pfeile. Gut, was man natürlich machen könnte... Kann man hier eigentlich auch Sachen verkaufen? Nee. Also was man machen könnte wäre... Ja, babbel nicht so viel. Man könnte jetzt hier sagen... Ich benutze so Teil hier. Armut 2. Ich weiß nicht, wie viel das gibt. Oh, 400. Hätte man so viel gar nicht gebraucht. So, können wir jetzt den Bogen kaufen? Ja. Und was kostet Holzpfeile für 3 Seelen? Wie viel kriegen wir da? Das sind viel. Machen wir mal 100. Thank you kindly. Und dann... You've gone mad, have you? I'll teach you, you lousy rat. Julia, you mind me. So. Jetzt schnappen wir uns noch das Uji Katana. So irgendwie könnte man das unter Umständen spielen. Wobei ich halt nicht weiß, ob man nicht vielleicht irgendwann den als Händler noch mal gebrauchen könnte. Du so viel los. Wieder ein hervorragender Parry. Ein bisschen besser, aber nicht viel. Ja, ich komme nicht zu euch. Ich glaube, GD ist es tatsächlich besser, nicht zu versuchen zu parryen, sondern einfach das Schild hoch zu machen. Der blockt dir den Schlag von denen nochmal weg. Ja gut, so ein bisschen schade nämlich, ne? Aber nicht viel.
Das wäre jo eigentlich nicht der Rede wert, würde ich sagen. So, Wurfmesser. Knapp, aber eigentlich noch mit Luft. Und hier hat man jetzt die Armbrust bekommen, oder wie war das? Ja, okay. Also hier könnte man runterspringen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist denn das? Ah. Ah, okay, ich weiß, wo das ist. Okay, nee. Dann machen wir das doch so, oder? Wow. Kollege, wo kommst du denn her? Jetzt habe ich eigentlich wieder genau das gemacht, von dem ich kurz vorher gesagt habe. Also das braucht man die eigentlich gar nicht zu machen. So. Komm, wenn wir eh schon hier sind. Aber der hat mir jetzt nichts abgezogen. Also entweder waren die Gegner besser oder ich hatte dort nicht mehr genug Ausdauer, um den Schlag zu parieren. Aber das ist jetzt schon so ein bisschen knapp die Angelegenheit, finde ich. Weil... Ah ne, hier sind wir ja schon durchgegangen. Okay, dann geht's einigermaßen. Und dann können wir uns nämlich hier wieder hinhocken, um die Flakons aufzuladen. Jetzt nehme ich trotzdem alle Flakons in der Hoffnung, dass wenn dann die 5 aufgeladen werden, dass ich auch wirklich nur die 5 habe. Sonst ist es ja beschiss. Gut. Jetzt holen wir uns den wieder hier rein zuerst. So, dann machen wir hier den Bogenschütze oder Armbrustschütze. Boah, Schwert ist zu kurz. Kommt eine beste Familie vor. So, Elmo kurz Hallo sagen. Und wieder abhaue. Wow, wo kommt denn der her? Der kann eigentlich nur von unten der Ebene kommen. Also am besten... Ja, der ist von hier unten hochgelaufen, glaube ich. Am besten muss ich hier unten alle mitnehmen. Jetzt mal was anderes. Kann ich den Bogen hier nehmen? Am besten ist auf die Körper ziele, hätte ich sagen, weil wenn ich auf den Kopf ziele und er ausholt und dann ist es scheiße. So. War hier nicht noch jemand? Genau. Okay, der scheint aber hier dran hängen zu bleiben, ne? Das ist eigentlich eine geile Taktik. Den Bogen hole, hier erst nur alles aus dem Weg räume und die dann quasi einzeln hier aus diesem Rondell rauspulle. Weil hier sind noch oder 2 Stück drin. In der Eck weiß ich nicht, aber zumindest in der Eck ist noch jemand. So. Sehr gut. Hier war zu. Genau. Also das ist eigentlich eine geile Taktik. Das notiere ich mir jetzt, Achmo. Steg mit Feuerbomben, oder wie das Ding heißt.
So nennen wir das jetzt einfach. Ha. Hallo, wo ist Word? Er ist ein bisschen hartnäckig, mit Word aufzumachen. So. Steg mit Feuerbomben. Und zwar erstens untere Ebene rechts aufräumen. Wir machen säubern. Bogen von Händler mit Bogen Feuerbomben säubern und dann Gegner einzeln mit Bogen rausziehen. So. Ich wollte mal noch irgendwas aufschreiben, aber ich hab's irgendwie wieder vergessen. Ist egal, das reicht jetzt erstmal. Gut. So. Warten wir, wir gucken jetzt erstmal hier aus dem Fenster raus. Hier ist nichts mehr, gut. Ich höre doch hier Schritte. Sehr gut. So, und hier ist aber auch noch einer um die Ecke, ne? Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir die Geschichte hier erledigt. Hier hinten hat man, glaube ich, Feuerbombe bekommen, ne? Vielleicht sollte man sich das auch irgendwie aufschreiben, dass man sich die Feuerbombe holt fürs Nashorn. Und er springt immer wieder ins Spiel rein, ne? Wenn ich Word aufmache. Ich glaube, ich muss es auf ein anderer Bildschirm legen. Feuerbomben für Nashorn. Dann Blitz für Bossgegner. Treppe, Feuerfässer. Shortcut aufmachen. Schlüssel holen. So, das ist doch ganz gut jetzt. Gut, jetzt haben wir die Feuerbombe. Und noch 5 Flaschen. Gut, wir haben natürlich schon auch ein bisschen Energie verloren, aber das müsste man eigentlich noch hinbekommen, wenn wir jetzt nicht wesentlich mehr verlieren. So, jetzt ziehen wir die hier mal raus. Und zwar hier unten könnte man gegen die eigentlich ganz gut kämpfen. Stark. Plündern. Kurzschwert. Kurzschwert. 78 macht mehr Schaden. Rüste mal aus. So, jetzt sind hier noch 2. Ich würde die nur ungern zu zweit bekämpfen. Ich soll schön hier runterkommen. Geil, 2 Schläge. Vorher habe ich 3 gebraucht. Wow, Alter, warst du das? Nee.
Wer wirft denn hier Brandbombe? Weiß man das? Ah, der Kollege hier. Seit zwei Freunde habe ich, glaube ich, weggeschafft. Düdüm. Ja, 157. Ich glaube, vorher habe ich 142 oder 124 Schade gemacht. So. Sehr gut. Anwesenschlüssel. Ah. Wie war das hier nochmal? Gab's hier irgendwas? Ah, hier gab's Blitz. Genau. Wupp. Jetzt kommen die tatsächlich hierher gelaufen, oder was? Woher wissen die den Weg hierher? Oh ja, so kommen sie. War dann Soxi ein bisschen dumm? Trinke. Ja, stark, Junge. Komm her. Hat sich's ausgetrunken, ne? Oh, der hat hier was Falle gelassen. Kleine Scherbe, geil. So, die Ware doch zu dritt. Das heißt, hier muss noch irgendwo einer von denen rumlungern. Ach, der Lanzeträger. Ah jo, natürlich. Das war dumm von dem. Manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Glück. Wer schießt denn hier? Ah, den machen wir dann noch weg. Tschüss. Was? Ach, guck hier. Droppt der immer die Armbrust? Das wäre natürlich gut zu wissen. Dann müssten wir ja die Armbrust an der anderen Stelle gar nicht holen. Aber gut, auf der anderen Seite ist sie auf dem Weg, ne? Ah, ich bin weggesprungen, Mann. Ey, wie schnell ist der bitte? Nein! Wie die stehen beim ersten Mo so locker flockig ohne Probleme, ne? Und jetzt... Scheiße. Das war jetzt kein gutes Ende für heute. Aber... Ich würde sagen, bis zu dem ersten Boss und den Boss, den könnte man auch noch packen, dort waren wir jetzt fast, das ist machbar. Das üben wir dann am Samstag nochmal mit Hilfe von meinen Notizen und meinem Erinnerungsvermögen. Und dann gehen wir weiter in die nächste Passage. Da war ja noch hier das mit diesem Nashorn, wo wir uns da noch eine Taktik zurechtlegen müssen, wie wir die quasi einzeln separieren können, dass wir die wegmachen können und dann das Nashorn kaputt machen. Da habe ich noch nicht so gut Idee, aber wir haben ja jetzt eigentlich einen Bogen und mit dem Bogen könnte man die wahrscheinlich auch einzeln rausziehen, beziehungsweise die Bogenschütze oben, könnte man von der Treppe her, könnte man die kaputt schießen. Ey, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Das machen wir. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute nochmal gepackt. Wir sehen uns, wenn nichts dazwischen kommt, und ich wüsste jetzt nicht, was dazwischen kommen soll, am Samstag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt auch noch Dienstag und Mittwoch frei, wie ich. Aber
wahrscheinlich, wenn, dann habt ihr wahrscheinlich die ganze Woche frei und nicht nur so wie ich, nur bis Donnerstag, bis Mittwoch. Aber egal. Gucken, dass ihr die Woche einigermaßen gechillt hinter euch bringt. Ihr habt jetzt das neue Jahr erst begonnen. Ich gehe mal davon aus, dass die meiste, zumindest die ganze letzte Woche, noch frei hatte. Und dass ihr jetzt nicht direkt wieder mit so viel Stress ins neue Jahr startet auf der Arbeit. Und ansonsten, wie gesagt, bis Samstag, schöne Woche, guter Start dann ins Wochenende und bis dann. Ciao. Ach, jetzt habe ich das Licht ausgemacht, falsche Knöpfchen gedrückt.